Ja, herzlich willkommen zu Papers, Please. Ich bin Dani Vega von Spiegelweltenmuseum und ich zeige heute ein cooles Spiel, wo es darum... Ach komm, hör mal auf mit dem Scheiß. Also eben, herzlich willkommen, ich bin Dani Vega von Spiegelwelten.ch und möchte euch heute ein kleines Spiel zeigen, das ich vor nicht allzu langer Zeit entdeckt habe, und zwar in der Beta-Version. Papers, Please. Spielt Grenzwächter und muss schauen, dass keine bösen Ausländer ins Land, Arstotzka, reinkommen. Und beziehungsweise nur die guten Bürger eben zurückkommen und so weiter und so fort. Es ist ein sehr simples Prinzip, sehr pixelig, einfach aufgeleistet, muss ich sagen. Und macht trotzdem mega viel Spaß. Ich möchte nicht allzu viel erzählen, weil in der Story wird bereits schon wird das erklärt, um was das geht und so. Es ist eigentlich auch sehr selbsterklärend und wird Schritt für Schritt eigentlich, wie man in das Ganze eingeführt. Ich habe bereits schon ein bisschen gespielt, also ich bin nicht ein Neuling. Ich habe, wie gesagt, die Beta-Version schon gespielt gehabt. Jetzt ist es auf Steam. Ich werde den Link auch noch euch zeigen oder euch bereitstellen. Auf Steam wird es bereits zur Verfügung gestellt jetzt und die Story, es gibt eine Story mit gewissen Endungen und auch mit gewissen Enden. Und ja, es ist jetzt also ich habe gestern oder vorgestern ist es gewesen, habe ich schon, also ein paar Tage vorher habe ich schon ein bisschen durchgespielt. Wir sehen es jetzt, wenn ich auf Story klicke, bin ich da bereits schon ein bisschen weiter. Ich habe bereits schon mal angefangen wieder. Nein, das stimmt gar nicht. Ja genau, ich bin da bei Tag 16. Ich will jetzt nochmal neu anfangen, damit ihr auch ein bisschen seht, was es geht und vor allem wie es von Anfang an anfängt. Wenn es euch noch gefallen, das Let's Play, will ich es ein bisschen weiterziehen. Sonst stelle ich es einfach mal zu den Anspielvideos, die ich mache. Oder auch in der nächsten Zeit noch mehr machen. Okay, nicht mehr viel Wort verlieren, wir fangen jetzt mal an. Congratulations! The October Labor Letter is complete, your name was pulled. Okay, das heisst, ich habe jetzt einen Job bekommen. For immediate placement reported the Ministry of Admission at Crestin Border Checkpoint. Also wie gesagt, ich bin Grenzwächter an der Grenze zu Crestin oder beziehungsweise Crestin Grenzpunkt, Grenzcheckpoint, wo seit langer Zeit endlich aufgemacht worden ist. An apartment will be provided for you and your family in East Crestin. Expect a Class 8 dwelling. Also Class 8 Unterkunft, was immer das heisst. Glorita Arstotzka. Also den Punkt könnt ihr euch merken, also den Spruch könnt ihr euch merken, weil der hat ziemlich die Runde gemacht im Internet. Und ja, ich werde auch 2-3 Mal dann sagen während dem Spiel. Ihr werdet sehen, Glorita Arstotzka. Das ist übrigens das Land, wo ich wohne, Arstotzka, falls ihr es nicht gecheckt habt. Okay, ich komme immer so ein bisschen Zeitungen über, um ein bisschen wissen, was genau läuft. Hier steht zum Beispiel eben nach langen 6 Jahren endlich die Grenzen aufgemacht worden sind von Arstotzka. Und jetzt ist natürlich die Frage, die grosse Debatte, was denn passiert. Ob das gut kommt und so weiter. Okay, und das bin ich da. Ich laufe zu meinem zu meinem Wachhäuschen. Wir haben den 23. November 1982, das sehen wir auch hier im Datum. Es ist jetzt 6 Uhr am Morgen, da sehen wir ein Uhrli, das dicke Ding, es ist der Stundenzeiger, das dünnere Minutenzeiger. Es wird ein bisschen schneller laufen. Ich glaube, die Tagesschicht geht von 6 bis 6. Wenn ich das richtig im Kopf habe, wird natürlich schneller laufen. Da komme ich eben immer so einen kleinen Bulletin über vom Ministry of Admission. Und sind einfach pro Tag gibt es immer wieder ein bisschen neueriger, auf was man muss achten und so. Heute ist es noch relativ einfach. Ich muss einfach Visa stempeln für Leute. Entries restricted to Arstotzkan citizens only. Das heisst nur arstotzkische Bürger können einreisen, alle anderen nicht. Das heisst, ich muss genau nur schauen, ob der Pass von Arstotzka oder nicht oder etwas anderes ist. Das wär's, da haben wir den Pass und da steht Arstotzka und das ist eigentlich das andere. Pay attention to passport nationality. Punkt. Das ist mein Dings, da mein Büro.
Und jetzt nehmen wir die News mal zurück. Hier ist noch das Rulebook, also das Regelbüchlein, wo alle möglichen Sachen drin sind, eben, dass man ein Passport haben. Da gibt es eine Map, wo hier Arstotzka ist, Collegia Obristana Tegra, Republia Impor und die Vereinte Föderation. Ja, ich glaube, das ist soweit alles. Hier haben wir noch meine 2 Stempel, Denied und Approved, wo ich da kann Bürger reinladen oder nicht. Aber ich würde sagen, ich fange jetzt mal an. Sobald ich das erste Mal auf Verlust spreche, drücke ich, fährt dann eine Zeit anlaufen. Das heisst, es geht um Zeit. Die Idee ist, dass man möglichst viel, hier unten sehen wir jetzt Nummerli 00, möglichst viele Leute reinzubringen. Natürlich nur Bürger und Leute, die gültige Dokumente haben. Darum Papers, please. Also bin ich ein bisschen im Zeitdruck, muss aber trotzdem alles richtig machen. Das ist eigentlich so ein bisschen der Reiz von diesem Spiel. Ich fange es mal an. Next. Okay, erster kommt, Shutter rauf. Hoi, papers please. Finally, I can return home. Dann haben wir den Garrett Walker. 12.3.1944, das ist sein Geburtstag. Er ist Mail Issuing City, das ist Dings, das ist Ausstellungsort vom Pass. Also das stimmt, Paradisna, das ist von Arstotzka, wenn ihr da Regional Map Arstotzka schaut, passt. Also Arstotzka, das ist das Einzige, was eigentlich wichtig ist heute, an diesem Tag heute. Hier, die Pass. Glory to Arstotzka. Und nächstes. Gehen wir da wieder zurück. Also eigentlich muss ich da noch nicht groß auf die Regional Map schauen, aber ich tue es jetzt einfach mal aufmachen, damit ihr reinschauen könnt. Laura Marinosch ist von Import, das heisst, sorry. Kannst wieder gehen. Arstotzka only. Arstotzka. Sally. Du bist von Republia. Ja, schade, dass du 8 Stunden müssen warten, aber du darfst leider gleich nicht rein. Go to hell! Ja, selber. Arschloch. Na gut, haben wir wieder jemanden von der Stadtschka. Arvech Vonar. Stimmt, gut. Nicht, dass ich hätte müssen schauen, aber doch, ist gültig. Pass. Next. Gehen wir zur Regional Map zurück. Sally. It was a mistake to open this checkpoint. Na, dann. Also ich kann ja unterwegs noch ein bisschen erzählen. Also die Idee ist, wenn ihr wahrscheinlich gemerkt habt, das ist Republia, das ist nicht gut. Wenn ihr wahrscheinlich gemerkt habt, es ist ein so ein bisschen, ja, Arstotzka, es ist so ein russisch oder sowjetrussisch angehauchter, wahrscheinlich totalitärer Staat. Die rundherum sind auch nicht viel besser. United Federation wird so eine Art Amerika sein. Da haben wir jemanden von Arstotzka. Du kommst rein. Und zum Beispiel auch, dass ich eine Klasse 8 Unterkunft habe, ist so ein Hinweis darauf, dass wir uns in einem sehr strikten Regime befinden und auch, dass man nur sehr bedingt überhaupt einreisen kann und das ganze Blablabla ist eigentlich ziemlich krass und so ein bisschen Hinweis darauf, dass um nicht sehr angenehme Lebensverhältnisse wird gehen. Und die Frage ist, wieso die Leute überhaupt alle auf Arstotzka rein wollen. Aber du, mir ist das recht sein. Das ist ganz okay. So habe ich wenigstens etwas zu tun, oder? Ah, das war der Dings. Die Sirene für den Feierabend. Der allerletzte Gast, den wir immer noch können. Oder der allerletzte Gast. Der allerletzte Einreisende, den wir immer noch können abchecken. Und dann ist eben der Tag fertig. Manager, also jetzt muss ich meine Ausgaben managen. Die Miete muss ich immer zahlen. Hier Savings, was ich vom Vortag vom Vortag noch übrig habe. Der Lohn, ich konnte jetzt 10 Leute durchschliessen. Das heisst, es gibt 5 pro Person, 50 Dollar. Dollar sind es, genau. Jetzt ist es so, ich muss nicht mich selber versorgen, sondern auch meine Frau, mein Sohn, meine Schwiegermutter und mein Onkel. Wieso auch immer die Schwiegermutter und der Onkel. Ist jetzt halt einfach so. Der Punkt ist, ich kann Essen oder Heizungskosten einfach reduzieren und durch das ein bisschen mehr Geld machen. Ja, in der Regel spiele ich so, dass
Ja, ich meine, man braucht ja nicht jeden Tag etwas zu essen, aber es ist eine harte Zeit, also tun wir das ein bisschen sparen. Ich schaue, dass es nie jemandem wirklich schlecht geht, halt einfach jetzt im Moment ist alles okay, das heisst, ich tue nur die Heizungskosten zahlen, dafür lasse ich das Essen weg und am nächsten Tag mache ich es dann wahrscheinlich umgekehrt, so ist es richtig. Okay, also der Checkpoint ist ein Erfolg gewesen. Jetzt wird die Bedingungen, Zulassungsbedingungen ein bisschen aufgeweicht. Am nächsten Tag, ich bin wieder da innen. Und zwar heisst das, also wer ein valid, also einen zulässigen Pass hat, darf rein. Das heisst, ich muss jetzt schauen, ob irgendwelche Sachen nicht stimmen. Und für das habe ich den Inspect-Mode, wo ich gewisse Unstimmigkeiten kann markieren kann. Gut, das muss ich zum Beispiel aufs Datum schauen, wenn das überall abgelaufen ist oder nicht und so weiter. Also ich nehme wieder das Rulebook, also zum Beispiel muss ich jetzt auch ein bisschen aufpassen auf Dings, auf Issuing City und so, also auf den Ausstellungsort. Also schauen wir mal. Sally. Also da haben wir da den Herr Hinckliffe, John Hinckliffe vielleicht, keine Ahnung. Geburtsdatum kann ich nicht nachvollziehen. Das Expiry Date stimmt. Enkyo Import. Schauen wir schnell, Import Enkyo ist in Swing City. Das stimmt. Also bist du eigentlich approved. Ups, falsch gedrückt. Approved. Frisur. Ja, die Frisur ist einfach anders, aber das passt. Gut. Gehen wir dann wieder zurück auf die Regional Map. Sally. Okay. Glenda Vogt von Antegria. St. Marmero ist gut. Dings wird wahrscheinlich stimmen, das Gesicht ist auch Frisur anders. Gut. Female 31.10. So, da ist ein abgelaufener Pass, Madame. This document has expired. Typografisch ein. Ja. Also ein Schreibfehler. Nicht. Sorry, das kann ich nicht zulassen. Ich verliere meinen Job. Vor allem, wenn er einfach nur 2 Wochen abgelaufen ist. Hallo, das ist sicher kein Schreibfehler. Du bist einfach zu dumm gewesen, um die Pass zu erneuern. Ivan Dukowski, Female. Willst du mich verarschen? Discrepancy. Why do you ask? Okay, das Problem ist, ich habe jetzt noch keine Möglichkeit, um das zu testen. Das heisst, ich muss ihn einfach abweisen, weil... Sorry, aber ein Schnauz... Ein so undeutlicher Schnauz, das ist einfach ein... Das ist Male, das ist nicht Female. Das kann ich nicht zulassen. Monsieur? Hurry up. Meeting boss soon. Also dann nehmen wir erst recht Zeit. 11.02.84 gestimmt. Ist Gressdienst eigentlich stimmen, wenn ich das richtig im Kopf habe? Ist Gressdienst, ja, das ist ja gerade da. Das ist gerade da. Also 25, gut, das stimmt so weit, kann ich nichts anderes machen. Gut. Hey, kein Stress. Kein Stress, du hast jetzt erst 8 Stunden anstehen, auf die paar Minuten ist jetzt auch nicht drauf abgekommen. Okay, Petrova. Oh, wieso tut es meine Maus spinnen? Okay. Also, Republia. Truglorian stimmt. 20.12.83 passt auf. E-Mail ist gut. Also, du bist zugelassen. Cause no trouble. Keine Scheiße. Oi. Nochmal Arstotzka, Orwech Wohnort, das weiß ich. You look bored. If you want good time, come see us. Was hat sie mir da? Aha, for all your fantasies. Ja, vielleicht später. Jetzt muss ich arbeiten. Orwech Wohnort, stimmt. Ich schaue mal schnell nachher zur Sicherheit. Orwech Wohnort, stimmt. Female ist noch nicht abgelaufen, passt. Und rein. Ja, ist gut. Vielleicht komme ich mal vorbei. Wenn ich dann genug Geld habe. Gut, das haben wir da noch. Michal Kutschik. Lorndas von Obristan. Hey, was? Nee. Und jetzt? Da. No! Der Mulaf.
Ach, okay. Ja, dann habe ich heute nicht so viel verdienen wegen einem verdammten Terrorist. Sehr unangenehm. Mal schauen, was haben wir da? Also jetzt sind eben, wie gesagt, alle hungrig. Das heisst, heute brauche ich das Food, dafür da nicht die Heizungen weg. Sick, der Sohn braucht Medizin, das heisst, das geben wir ihm doch. Ihr Sohn ist sick, er needs medicine. Das ist gut, ja, das ist gut, brauche ich Safe, das ist eine Pitch. Gut. Sonst sage ich nichts mehr. Heute, gut.